Hoi, ich bin Anna Zellig und da ist der zweite Teil vom SRF Kids Hörspiel-Podcast «Ein Fall für L&L», Staffel 2. Weiter geht's mit der Lisa und dem Leo und den beiden Fällen Nummer 7 und 8. L&L. Fall 7. Der Komiker. Radio 99. Verbrechen, die sich rächen. Mit der Sibyl Seller. Grosser Schock gestern Abend im Theater Szene. Während dem Auftritt vom Komiker Kurt Knallermann plötzlich klopft's. In der Garderobe kommt es zu einer Explosion. Zum Glück wird niemand verletzt, sagt auch der Komiker. Mir ist nichts passiert. Ich war ja gerade auf der Bühne an der Zugabe. Mein neues Programm kommt super an. Aber mit dem hätte ich nicht gerechnet. Was ist passiert? Offenbar eine Bombe in der Garderobe. Mehr ist noch nicht klar. Der Komiker Kurt Knallermann ist bekannt für seine Witze über alle und alles. So macht er zum Beispiel Scherze über Behinderte und Muslime, über den Papst und andere Randgruppen. Das schafft natürlich Finde. Bis jetzt weiss man nicht, wer den Anschlag auf den Komiker könnte verübt haben. Sind es Opfer von seinen Witz? Am Ende sogar radikale Terroristen? Eins ist klar, jemand hat dem Kurt Knallermann nach dem Leben getrachtet. Und die Polizei stochert noch im Nebel. Aber wir bleiben dran. Für Radio 99, Sibyl Seller. Verbrechen, die sich rächen. Die beste Kriminalfälle für Radio 99. Wir sind ein Knall beim Knallermann. Das erzähle ich dem Leo, habe ich gedacht. Aber das ist eigentlich gar nicht mehr nötig. Der Leo hört unterdessen nämlich auch Radio 99, weil er weiss, immer wenn Sibyl Seller eines von ihren Räubergeschichten erzählt, muss ich einfach anfangen ermitteln. Dieser Fall hat mich interessiert. Aber an radikale Terroristen habe ich nicht geglaubt. Also an Leute, die andere töten wollen, nur um ihre eigene Meinung zu verteidigen. Mit dem Leo bin ich sofort los zum Theater. Dort war gerade die Polizei mit der Spurensicherung fertig. In der Garderobe ein kaputter Spiegel und noch ein paar Rußspuren an der Wange. Sonst alles aufgeräumt. Eine Frau hat sich auf ihren Auftritt am Abend vorbereitet. Entschuldigung, sind Sie die Frau Lustig? Ich bin die Lustiger und spiele heute mein Programm 50% Frauenzoten. Ja. Frau Stiger, habt ihr etwas Verdächtiges bemerkt? Verdächtig? Ich habe die Polizei gesehen am Spurensichern, aber das ist nicht verdächtig, eher bedächtig. Das muss man gerade merken. Ja, also Frau Stiger, das mit dem Knallermann, ist das überhaupt sein richtiger Name? Kurt Knallermann? Natürlich nicht, wir haben doch alle Künstlernamen. Es muss einfach lustig tönen, oder? Wie lustiger, lustiger. Kurt Knallermann, Victor Giacobo, Oliver Lührer. Alles erfunden. Aber unter uns, der Knallermann, der hat einen Knall. Ja, der wäre doch nie im Leben wegen dieser Explosion umgekommen. Schau mal die Garderobe an. Gerade mal der Spiegel ist kaputt. So etwas wegen einer Briefbombe. Oder einer Postkartenbombe. Den muss man auch merken. Briefbombe, wie kommt ihr da drauf? Das hat die Polizei gesagt. Aber auch wenn der Knallermann in der Garderobe gewesen wäre, er hätte höchstens einen Gehörschaden, glaube ich. Aber wer könnte so eine Briefbombe in die Garderobe geschmuggelt haben? Das weiss man nicht. Der Knallermann war ja auf der Bühne. Das Theater gerade mal halb voll. Und das bei der ersten Aufführung. Da kommt so ein kleiner Knalleffekt vielleicht gerade recht. Die meinen also, der Knallermann hat die Bombe sauber? Das habe ich nicht gesagt. Aber er bräuchte dringend ein Erfolgserlebnis. Knall oder Fall, sage ich da nur. Den muss man eigentlich merken. Der ist gut, ja. Der Leo wollte fast nicht mehr gehen. Hat echt der Kurt Knallermann die Bombe selber gelegt? Oder war es doch jemand, den er mit einem Witz beleidigt hat? Oder am Ende ein Konkurrent? Vielleicht sogar die Lustiger? Das alles habe ich mir überlegt, als ich daheim vor dem Spiegel versucht habe, meine Haare irgendwie in Form zu bringen. Wieso siehst du wieder so scheisse aus? Mein Brütsch.
Das Einzige, was er kann, nerven. Also, ich vor dem Spiegel, wo ich noch eingeladen war zum Bräteln. Vom Klaus. Der Klaus ist schon etwas älter als ich. 18. Aber voll cool im Fall. Er spielt Gitarre und hat Dreadlocks, so dicke, zusammengetrillte Haare wie der Bob Marley. Sieht lustig aus. Aber zum Klaus passt er mega. Er ist unnett. Nicht wie die anderen Giele in seinem Alter. Und ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal zusammen geredet und das letzte Mal hat er gefunden, easy, ich soll doch auch mal am Abend zum Fluss kommen. Hey Lisa, da sind wir. Ja, ich habe dich schon gesehen. Ciao zusammen. Hoi. Und das ist der Fabio. Hey, ciao. Hallo. Ciao, gerade ein Zügli. Easy, Fabio. Die Lisa raucht nicht. Wir also ein bisschen chillt und geredet und so. Und der Fabio, der ist Verkäufer in einem Laden von einem Freund. Aber vor allem stehe ich im Moment auf der Bühne. Auf der Bühne? Ja, der Fabio macht mit bei Poetry Slams. Weißt du, so Wettbewerb, wo man einen Text vorträgt und etwas gewinnt? So cool. Voll. Er ist einer der Jüngsten, aber auch einer der Besten. Er schreibt gerade ein eigenes Programm. Also so wie ein Schriftsteller? Eher Komiker, nicht Schriftsteller. Komiker? Hey, in diesem Fall kennst du vielleicht den Kurt Knallermann? Ja, Der Knallermann. Hey, du kennst den Knalli auch, Lisa? Ja, nicht wirklich. Ich habe mal ein paar Sachen im Internet gesehen von ihm. Aber du kennst ihn? Schon. Ist voll ein easy Typ. Ich arbeite manchmal für ihn. Du, wenn du für den Knallermann schaffst, nimmst du mich mal mit? Ja, können wir schon machen. Morgen gut. Klar, das ist super. Aber hey, jetzt müsst ihr mal hören. Ich habe am Wochenende einen neuen Song gelernt. Kennst du den? Don't you ever think these songs of freedom? Hey, so cool. All I ever had. Redemption Song. Ist von Bobby. Bob Marley. Das ist mega. Ja. Also, ich finde, der Klaus singt voll gut. Er hat mir versprochen, dass er mir Gitarrenspielen beibringt. Und am nächsten Tag sind wir zum Komiker Kurt Knallermann gegangen. Also, eigentlich erst am übernächsten Tag, weil der Klaus es irgendwie verhängt. Hey, der Knallermann hat im Fall noch ein fettes Haus. Der Klaus ist zuerst mit ihm ins Büro. Irgendetwas Geschäftliches. Ich habe in der Stube gewartet. Auf dem Tisch ist ein Stoffsack gelegen. Den habe ich mal in die Hand genommen. Lachsack ist drauf gestanden. Ein Stoffding. Wenn man drauf drückt, dann lacht es. Komisch. Und endlich sind der Klaus und der Komiker aus dem Büro gekommen. Aber du weißt, ich habe das nicht gern, wenn da noch andere dabei sind. Wer ist da noch mal, hast du gesagt? Das ist Lisa, eine Freundin von mir. Ah, Lisa! Hallo. Ich habe schon viel von euch gehört. Ja, Lisa, das freut mich natürlich. Dann hast du aber trotzdem die neuesten Witze noch nicht gehört, die ich mir heute ausgedacht habe. Nein. Was sagt der Fisch im Hallenbad? Hei, brennt da Chlor in den Augen. Was sagt der Fisch auf der Wasserrutsche? Ist das glatt? Und was sagt der Fisch im Meer? Also, ich habe Salzwasser in der Nase. Nein, nicht. Nicht, weil Fisch können gar nicht reden. Mann, nicht schon wieder. Ist doch prima. Mann oder Hund, lachen ist gesund. Ja, jetzt mal etwas anderes, Herr Knallermann. Wegen dieser Briefbombe. Was? Ja, wer glaubt ihr, könnte das gewesen sein? Was geht die da? Meine ja nur, also... Knalli, easy. Die Lisa ist im Fall mega schlau. Sie hat schon mal der Polizei geholfen, einen Fall zu lösen. Der Polizei helfen? Ein Kind? Tja, Also, wer könnte die Bombe gelegt haben? was weiß ich. Aber es ist natürlich schon so. Das Komikergeschäft ist ein brutales Business.
Erfolgschaft nieder. Ja, zum Beispiel? Da gibt's viel. Leute, die sich schon in ihrem Künstlernamen als lustig bezeichnen müssen. Also, ihr meint die Lustiger? Warum? Ich sage nicht. Mehr habe ich aus dem Komiker nicht herausgebracht. Mit dem Klaus bin ich dann noch im Stadtpark gesessen. Er hat den Arm um mich gelegt. Und ich glaube, es hat ihm leid getan, dass der Knallermann mich so behandelt hat. Ich habe ihn dann noch gefragt, was er eigentlich mit dem Komiker im Büro gemacht hat, aber er wollte mir es nicht sagen. Ich habe gefunden, er sei kein guter Freund, wenn er mir Sachen verheimliche. Er hat dann noch eins geraucht und gesagt, wir sind jetzt heim und ist gegangen. Kein guter Tag. Auch nicht, als ich näher beim Leo vorbei bin. Wieso willst du eigentlich noch einmal mit dieser Komikerin reden? Ja, weil der Knallermann gesagt hat, sie könnte etwas mit dem Fall zu tun haben. Du hast mit dem Knallermann geredet? Der Klaus kennt ihn. Woher kennt dich der Klaus, der Komiker? Also erstens ist es nicht mich los. Da habe ich aber einen anderen Eindruck. Leo. Und zweitens weiss ich das eben auch nicht. Das schmeckt jetzt aber. Was ist los? Wie schmeckst du? Lisa, du schmeckst nach... Ziggis. Du rauchst doch nicht etwa? Geht's noch? Du, wo ist eigentlich Jakob? Jakob, im Garten. Und ihre Pfote ist kalt? Ja, aber lenk jetzt nicht ab, Lisa. Rauchst du? Nein. Ist es wegen dem Klaus? Hey, easy, Mann. Der Klaus raucht ab und zu, ja, aber ich im Fall nicht. Lisa, das ist kein Spass. Leo, spinnst? Ich habe gesagt, ich rauche nicht. Aber du bist mit dem Klaus zusammen und der raucht. Leo, ich bin nicht mit dem Klaus zusammen. Und du bist sowieso ein verstockter alter Sack. Alter was? Alter Sack? Jetzt langt's aber. Ja, mir hat es auch gelangt. Ich bin aufgestanden und gegangen. Hey, was meint der Leo eigentlich? Er wüsste alles besser. Ich heim ins Zimmer. Schlitz die Türe nicht immer so, Lisa! Dabei wollte ich eigentlich den Leo fragen, ob er mir hilft, die Komikerin unauffällig zu beobachten. Weil sie kennt das Theaterszene gut und weiss genau, wo die Garderobe ist, um eine Briefbombe zu deponieren. Aber allein in der Nacht überwachen ist nicht lustig. Ich habe dem Leo angerufen und mich entschuldigt. Er sei kein verstockter alter Sack. Also verstockt bin ich nicht, nur besorgt. Und ein alter Sack, ja gut, das ist Ansichtssache. Der Leo hat versprochen, dass er am nächsten Tag mitkommt. Die Komikerin war in ihrem Proberaum in ihrer alten Kartonfabrik. Wir aussen dran herumgehangen und gewartet. Jetzt ist sie schon 3 Stunden da innen. Es ist langsam ein bisschen kalt. Und dunkel ist auch. Meinst du, sie ist überhaupt noch da drin? Ja, ich glaube schon. Vielleicht schauen wir besser mal nachher. Das 3. Fenster. Ja, aber... Psst. Da ist doch jemand. Und wirklich, wir haben eine Gestalt gesehen. Eine weibliche Gestalt auf Stöckeli-Schuhen. Ich habe mich langsam angeschlichen und... Buh! Oh, geht's noch? Verdammte kleine Ja, Schnüfflerin. selber Schnüfflerin. Oder seid ihr da nur am Spazieren, Frau Seller? Das geht dich gar nicht an. Oder sucht ihr hier einen radikalen Terrorist, also eine Komiker-Terroristin vielleicht? Du unverschämtes Ding. Dich sollte man auch mal so richtig ansagen. Ja, was denn? Ihr seid auch schon mal schlagfertig gewesen, Frau Seller. Lisa, hör auf. Dass ich mich überhaupt auf das Niveau runterlasse. Das Niveau von einer 14-Jährigen. Ruhe, ihr seid laut. Und der ist natürlich auch wieder dabei, der Alte. Der alte was? Bitte schön, der alte Sack, hä? Psst, Leo. Hallo? Shit. Was ist da los? Wir sind am Spazieren. Ja, genau. Tönt aber mehr wie eine Massenschlägerei. Moment mal, ich kenne euch doch. Die Reporterin, der Alte und die kleine Detektivin. Seid ihr mich am Ausspionieren? Mir? Nein, sicher nicht. Nein, auf keinen Fall. Nein, überhaupt nicht. Boah, das war voll peinlich. Voll ertappt von der Komikerin. Und dann hat sie uns noch gesagt, dass sie am Abend vor der Explosion sowieso in einer anderen Stadt war. Eine private Aufführung. Also hat sie ein Alibi gehabt. Am nächsten Tag bin ich nochmal zum Knallermann. Mit Neuigkeiten zu der Bombe in der Garderobe. Also, die Lou Steiger sei es dann nicht gewesen, habe ich ihm gesagt. Das habe ich schon gedacht. Ja, aber zuerst hat er ja noch gesagt, es könnte ein Konkurrent gewesen sein.
Ja, aber unterdessen, ich glaube, die Sache hat sich erledigt. Was? Warum? Hast du so ein Gefühl? Manchmal löst sich etwas einfach in Luft auf. Ja, aber... Lisa, bitte, lohnt's einfach. Ja, also das kann ich schon, aber... Hey, kennst du den? Was? Was malt der Detektiv am liebsten? Ein Motiv. Das ist gut, gell? Ich habe es vor allem komisch gefunden. Der Komiker Knallermann war so gut drauf. Und vor der ganzen Bombengeschichte wollte er plötzlich nichts mehr wissen. Hey, da stimmt doch etwas nicht. Oder Leo hat gefunden, dass der Fall noch nie erledigt ist. Am nächsten Tag, am Freitagmorgen, ein SMS vom Klaus. Er hat einen Song geschrieben für mich. Ich soll ihn treffen vor dem Theaterraum. Der Theaterraum der Schule ist eigentlich ein Teil des Luftschutzkeller. Dort proben nicht nur Theatergruppen, sondern manchmal auch die Bands der Schule. Weil es im Keller ist, hört man genau nichts und es stört niemand. Ich nach der Schule vor dem Theaterraum gewartet auf den Klaus. Ich war ein bisschen aufgeregt. Ein Lied, nur für mich. Lisa, hey, alles easy? Hey, ja klar, und du? Ich? Ja. Gut. Wir, also das Zweite, im Theaterraum gestanden. Hey, ich bin im Fall schon mega gespannt auf den Song, Klaus. Ja. Bist du eigentlich schon mal da drin gewesen? Nein, aber also der Gang ist ein bisschen gruselig. Manchmal sieht man Ratten. Bäh! Du, aber wieso hast du einen Schlüssel? Wegen der Band. Aber du spielst doch gar nicht in einer Band. Doch, also, nein, eigentlich nicht mehr. Aber ich habe noch den Schlüssel und manchmal gehe ich ein bisschen jammen oder pennen. Aha, da bist du auch, wenn man nicht weiss, wo du bist. Ja. Was war das? Was? Die Tür! Sie ist zugefallen. Bist du sicher? Wir schnell zum Eingang zurückgerannt. Sie ist voll blockiert, von außen. Warum? Oh Mann, das weiss ich doch nicht. Irgendjemand hat uns eingeschlossen. Hallo! Hallo! Hilfe! Klaus, gibt es noch eine andere Tür? Nein. Oh shit, da innen gehört uns niemand. Yep. Ja Mann, da sind wir gefangen. Wir waren schon eine Ewigkeit in diesem Proberaum. Und ich bin langsam echt ungeduldig geworden. Easy, das kommt schon gut. Ich rauche mal eins. Mann, such gescheit einen Ausgang, es muss doch irgendeinen geben. Ich glaub's nicht. Ja, und die Feister? Die sind alle vergittert. Im Fall. Das Handy! Ich rufe dem Leo an. Ah, shit! Kein Empfang. Easy, Lisa. Was easy, Lisa? Hey Mann, wir sind eingesperrt. Es ist Freitagabend, niemand hört uns. Ein ganzes Wochenende ohne Wasser, ohne irgendetwas. Hey, was hey? Lisa, sorry. Aber ich bin sicher, irgendjemand holt uns da raus. Hey, Lisa. Mann, Lami! Aber... Hörst du das? Was? Psst! Das ist doch Jakob, der Hund vom Leo. Jakob! Leo, Hilfe! Hey, wir sind Jungen eingesperrt! Wer ist das? Der Leo, ein Kollege. Leo! Wir sind Jungen! Ein paar Minuten haben wir gewartet. Man hat nichts mehr gehört. Ist es tatsächlich der Leo gewesen, oder habe ich mir alles nur eingebildet? Hat er uns vielleicht gar nicht gehört? Eine Ewigkeit ist vergangen. Das war, glaube ich, nichts. Aber du hast doch das Bauen noch gehört, oder? Leo! Jakob! Lisa? Lisa? Was macht ihr da unten? Wow, so cool! Der Leo hat uns voll gerettet. Der Klaus ist gut heim. Ihm ist die Sache, glaube ich, auch ziemlich eingefahren. Ich mit zum Leo. Und er hat mir erzählt, wie er vor einem Komiker in seinem Haus auf einem Bänkchen gesessen ist mit Jakob. Er hat beobachtet, wie eine Person in einem dunklen Mantel beim Tor rein ist und 10 Minuten später ist sie wieder rausgekommen. Mit einem Plastiksack. Wir sind dieser Person dann unauffällig nach. Es ist Richtung Schulhaus gelaufen. Wo wir da waren, ist Jakob plötzlich unruhig geworden und hat angefangen zu bellen. Brave Jakob.
Ja, wie hat die Person denn ausgesehen? Ja, der dunkle Mantel hat alles verdeckt, aber ich glaube, es war ein Mann drunter. Dummerweise hat er uns im Schulhaus dann gesehen und ist weggerannt. Mist. Als ich Jakob von der Leine gelassen habe, ist sie nicht etwa dem Typ nach, sondern sofort zum Schacht bei der Schulhausmauer gesegelt. Sie hat voll gemerkt, dass ich dort unten bin. Ja, ich habe dich auch gehört rufen. Darum sind wir ins Schulhaus rein. Ich musste die Scheibe bei der Tür einschlagen. Hey, Leo, das ist super. Oh, das sollte man dem Abwart noch melden. Boah, ich bin so froh, habt ihr mich gefunden. Ja, jetzt müssen wir aber herausfinden, wer dich eingesperrt hat. Am nächsten Morgen sind wir sofort zum Komiker Knallermann. Der Leo war sich ziemlich sicher. Der Komiker wollte mich ausschalten, mindestens für diesen Abend. Irgendetwas ist da passiert, das ich nicht erfahren sollte. Der Komiker war von unserem Besuch nicht begeistert. Lisa, du schon wieder? Ich habe dir doch gesagt, Lanz bleiben. Ja, schon, aber ich... Wir haben da nur eine Frage. Was erlauben Sie sich eigentlich, ein 14-jähriges Mädchen einfach einzusperren? Bitte? Was? Ich? Ja, Sie. Die Lisa und ihre Freund hätten können sterben, wenn ich sie nicht gefunden hätte. Dank meinem Hund. Moment mal. Ich habe gar niemanden eingesperrt. Aber vielleicht Ihre Komplizen. Oder wer war das, der gestern bei Ihnen zu Besuch war? Gestern? Gestern ist bei mir nur die Reporterin vorbeigekommen. Zum Glück hat ihr Hund Lisa gefunden. Da kommt mir der Sinn. Kennen ihr den? Was sagt der Hund, der staunet? Oh. Wow! Ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen daran arbeiten. Ja. Aber glaubt mir, ich würde nie jemanden einsperren. Mehr hat er nicht gesagt. Aber wer hat mich denn sonst eingesperrt? Vielleicht die Reporterin, um ihre Konkurrentin auszuschalten. Ich meine, immerhin hat sie mich auch schon mal auf eine falsche Spur gelockt. Mehr also zu der Reporterin. Wo die gehört hat, was passiert ist, hat sie nur gelacht. Eingesperrt. Das kommt halt vom Umschnüffeln. Das ist im Fall kein Witz. Ja, also ernsthaft. Ich war gestern den ganzen Abend hier in der Redaktion. Da können meine Kollegen fragen. Es gibt einen neuen, unheimlichen Fall. Ein schwarzer Panther ist gesichtet worden. Ja, klar. Und den Tintenfisch im Fluss habt ihr auch schon gesehen. Ein Tintenfisch im Fluss? Wo? Elisa, das ist kein Scherz. Der Panther hat schon andere Tiere brutal angegriffen. Kümmel und Vögel. Und ein Tintenfisch. Hä? Nein. Jetzt versuchen wir herauszufinden, woher er kommt. Der schwarze Panther. Jawohl. Ich bin ganz sicher, der Komiker, der spielt sich nur auf, damit er in den Medien kommt. Aber ohne mich. Ich bin doch nicht blöd. Genau. Und darum glaubt sie ja auch an einen Panther. Aber dass Sibyl Seller mich nicht eingesperrt haben, das hat mir ihr Bürokollege bestätigt. Voll genervt, weil jede Spur ist im Sand verlaufen. Es hat mich so hässig gemacht. Darum bin ich heim und am Kompi so ein Game gespielt, um meine Aggressionen loszuwerden. Man muss mit Vögeln auf so Säue schiessen. Bam! Da, nimm das, du dumme Sau! Grad nochmal! Yes! Aha! Leo, wieso läutest du mir so spät noch? Ja, meinst du, du darfst um diese Zeit anrufen? Los, Lisa, ich habe einen dringenden Verdacht. Und der wäre... Der Klaus. Ihr sind beide zusammen eingesperrt worden. Ja, das wissen wir doch schon. Von wem ist aber nicht klar. Und das wissen wir schon. Wer hat aber gewusst, dass ihr beide da im Keller sind? Eigentlich niemand. Ja, vielleicht hat mich ja jemand beobachtet. Und dann sind du und der Klaus zufällig in einem Raum, wo man euch nicht hört und von außen abschliessen kann. Das glaubst du ja selber nicht. Du meinst, der Klaus hat meine Fallen gelockt? Ja. Nein, Leo. Der Klaus ist mein Freund. Und er sagt selber, dass ich für ihn eine unwichtige Person bin. Und er hat dir ein Lied vorspielen. Aber, als ich euch im Keller gefunden habe, wo war denn die Gitarre vom Klaus? Die Gitarre? Weiss ich das? Wahrscheinlich hat er sie mal wieder daheim vergessen. Er ist manchmal ein kleiner Siffkopf. Ein Siffkopf? Ja, halt so ein bisschen vergesslich manchmal. Mann, das kennst du doch auch. Lisa,
Schlaf drüber, überleg dir, ob du Klaus wirklich vertrauen kannst. Aber... Gute Nacht, Lisa. Das habe ich gemacht. Und am nächsten Morgen war für mich klar, auch wenn der Leo von Klaus offensichtlich nicht begeistert ist, er könnte recht haben. Vielleicht hat mich wirklich der Klaus in eine Falle gelockt. Auf jeden Fall wollte ich ihn darauf ansprechen. Hey Lisa, ich habe gerade eine Freistunde. Kommst du zum Transformerhäusli? Zum Transformerhäusli? Ja, dort hinten kann man ungestört rauchen. Hey, es ist erst 10 und du denkst schon wieder ans Rauchen. Das ist doch voll nicht normal. Easy, Mann. Ja, und wenn ich mit dir mitkomme, was passiert denn das mal? Hä? Ja, du hast mich doch in den Luftschutzkeller gelockt und dann sind wir eingesperrt worden. Ich kann dich doch nicht... Ja, du hast mir einen Song vorspielen. Auf der Gitarre. Genau, auf der Gitarre. Und wo war diese Gitarre? Die ist... Ja? Oh Mann. Klaus. Ja? Was ist los? Der Fabio. Er hat mir gesagt, ich soll mit dir in den Luftschutzkeller. Ja, und er hat uns eingesperrt? Ja. Er hat gesagt, er muss etwas mit dem Knalli besprechen. Und es sei besser für alle, wenn du nicht dazwischen funken kannst. Besprechen? Was besprechen? Weiss ich nicht. Hey, du lässt uns einfach einsperren. Easy, Lisa. Tja. Ich war ihm Fabio noch einen Gefallen schuldig. Und er hat gesagt, er hole uns dort wieder raus. Ja, und du behauptest noch, du hättest eine Überraschung. Einen Song für mich. Lisa, ich habe einfach wirklich einen Song für dich geschrieben. Oh Mann, der Klaus. So ein Depp. Ich bin gegangen. Zum Leo. Er hat der Jakob die Pfoten verbunden. Sie hat sich schon wieder verletzt. Der Leo und ich sind dann zum Fabio. Wir wollten ihn dort zur Rede stellen. Wer eingesperrt? Ich? Nein, du. Hey, lass mal, Lügen bringt es im Fall voll nicht. Der Leo hat dich beobachtet und der Klaus hat alles zugegeben. Der Klaus ist so ein Siffer. Dem kann man nichts anvertrauen. Um das geht's jetzt nicht. Sind Sie von der Polizei? Bürstli, wir können schon zusammen zur Polizei gehen. Oder hast du uns noch etwas zu sagen? Nein. Ja. Ich habe dich eingesperrt, Lisa. Sorry. Aber es war ja nur für kurz. Ja, merci. Du hast also nicht wollen, dass ich dich sehe, wenn du zum Komiker gehst. Was hast du dort gemacht? Er hat mir gegeben, was er mir schon lange geschuldet hat. Und das wäre? Das Geld für sein neues Programm. Mein verdienter Lohn. Es ist eigentlich mein Programm. Dein Programm? Genau. Ich habe alle Witze geschrieben, für mich selber. Aber weil ich nicht sicher war, was meine Ideen taugen, habe ich den Knallermann gefragt, ob er es mal anschauen würde. Er war mein Vorbild. Schönes Vorbild. Er hat mir ein paar Tipps gegeben. Ich habe weitergeschrieben an meinem Programm, bis der Knallermann sein neues Programm vorgestellt hat. Alles meine Ideen. 1:1 mein Programm. Abgeschrieben, geklaut. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er alles abgestritten. Und dann hast du eine Bombe gebastelt zu meinen Töten. Ja, spinnst du dir eigentlich? Die Bombe war ganz schwach. Und ich habe ja den Zeitzünder so eingestellt, dass der Knallermann bei der Explosion auf der Bühne ist. Ich kenne ja sein Programm. Aha. Du hast ihm also Angst eingejagt und er erpresst, bis er dir das Geld für deine Ideen gegeben hat. Genau. Zu der Polizei hätte er ja nicht gehen können. Aha, darum hat der Knallermann plötzlich nicht mehr wollen, dass ich den Fall untersuchen. Ja. Und jetzt? Jetzt haben wir den Fall gelöst und der Polizei übergeben. Weil der Leo hat gefunden, bei Sprengstoff da müsse wir das schon machen. Später hat sich der Klaus bei mir gemeldet und wir wollten treffen. Lisa, hast du gehört? Den Fabio haben sie reingenommen. Mhm. Und der Knalli kommt auch noch dran. Hey, es tut mir im Fall leid. Ja, sag mir jetzt wenigstens mal, was hast du eigentlich mit dem Knalli zu tun? Ich habe ihm Gras verkauft. Er ist einer meiner Kunden. Deine Kunden? Du bist ein Drogendealer. Easy, Lisa. Ein bisschen Sackgeld. So habe ich auch immer etwas. Hey, Klaus, singst du mir mal den Song vor, den du für mich geschrieben hast? Klar. Also, jetzt? Ja. Du kannst noch hoffentlich noch. Klar, ich kann noch. Also? One love, one Lisa, let's get to the... Hey, wo gehst du hin? Lisa, warte!
Und das war es dann auch mit mir und dem Klaus. Er ist nicht nur ein Siffkopf, nein, er lässt sich mit mir einsperren. Und er hat auch gar nie ein Lied für mich geschrieben. So ein Lügner. Und das mit dem Singen würde er im Fall auch besser sein. L und L. Fall 8. Handyklau im Schulhaus. Radio 99. Verbrechen, die sich rächen. Mit der Sibyl Seller. Eine unheimliche Serie hält die Stadt in Atem. Ein schwarzes Raubtier wird gesichtet. Aber was ist es? Eins ist klar, es attackiert auch die Zuchtvögel vom Züchter Paul Rufener. Mehrere Enten kommen brutal ums Leben. Der Züchter ist schockiert. Jawohl, 3 Krickenten und 2 Chile-Pfeifenten hätten wir jetzt schon genommen. Wenn ich das Viech vertwitsche, dann... Der Züchter ist überzeugt, es handelt sich beim Raubtier um einen schwarzen Panther. In einem anderen Quartier sieht der Gregor Hollymund, wo er in der Nacht heimkommt, ebenfalls den Panther. Woher kommt das Tier durch? Ein grosses Viech gsi, rennt hier durch die Strasse runter und ist verschwunden. Schwarz, schwarz war und gross, also wirklich halt wie ein Panther, eine richtige Wildkatze. Unheimliche Begegnungen. Ein schwarzer Panther treibt sein Unwesen in der Stadt. Aber woher kommt er? Hat ihn jemand ausgesetzt? Die Behörden schlafen. Die Polizei unternimmt nichts und auch beim Wildtieramt weiss niemand etwas. Wie viele unschuldige Enten muss noch sterben? Eins ist klar, wir bleiben dran. Für Radio 99, Sibyl Seller. Verbrechen, die sich rächen. Die beste Kriminalfälle für Radio 99. Wir sind ein schwarzer Panther. Hey, gleich schwimmt auch noch ein Riesenqual der Fluss darauf. Oder wie wär's mit einem Flugdinosaurier, der im Killenturm Junge ausbrütet? So ein Blödsinn, habe ich gedacht. Das Mal ist Sibyl Seller garantiert auf dem Holzweg. Im Normalfall hat die ja ermittelt und ihr hat den Fall vor der Nase weggelöst. Aber ein schwarzer Panther? Außerdem, im Schulhaus sind seit einem Zeitchen Handys geklaut worden. Und weil auch von meiner Klasse die meisten gewusst haben, dass ich manchmal als Detektivin ermittle, sind sie plötzlich zu mir gekommen. Die Anna und der Blerim zum Beispiel. Hey Lisa, unternimmst du etwas? Schon, oder? Also ich finde auch, den Handydieb muss man unbedingt stoppen. Ja, klar, aber das ist... Gestern sind gerade 2 Handys weggekommen. Die Michelle, ihre sind in der Kantine. Und dem Louis sind in der Bibliothek. Voll fies, Mann. Er hat nur das Buch ins Gestell zurück da und als er wieder an seinen Platz kommt, ist sein Smartphone voll weg, Mann. Ja, also man lässt ja auch kein Smartphone rumliegen. Ja, schon. Aber das kann doch passieren, Mann. Ja, ich glaube schon, ich muss da etwas unternehmen. Aber... Ja, super. Cool, Mann. Die Handys sind bis jetzt an ganz verschiedenen Orten gestohlen worden. Bibliothek, Kantine und im Schulhausgang. Ich war am Überlegen, aber im Schulzimmer lässt sich einfach nicht denken, weil schon ist die Michelle auftaucht. Lisa, du bist meine letzte Hoffnung. Wieso? Mein Handy ist geklaut worden. Und weisst, kann ich dir vertrauen? Ja, klar. Ich habe darum kürzlich ein Foto gemacht, weisst, für Mario. Und dann habe ich sie gleich nicht geschickt. Mario? Ja, aus der 5. Und wenn... Du stehst auf einen Mario? Psst, nicht so laut. nicht. Hey, wenn diese Fotos jetzt irgendwo auftauchen, im Internet oder so, dann wäre das mega peinlich. Bitte, Lisa, bitte, hilf mir. Ich muss das Handy wieder haben. Dass die Michelle mich mal so anfleht, hätte ich nie gedacht.
fühlt sich gar nicht mal so schlecht an. Also, wegen der Michelle allein hätte ich den Fall nicht in Angriff genommen. Aber die ganze Klasse hat gestürmt. Ich habe gefunden, jetzt zeige ich mal, was ich kann. Das einzige Problem, wie finde ich den Handydieb? Ich bin dann mal zum Leo, meinem alten Freund im Quartier. Er hat alles gute Ideen. Und einen feinen Sirup. Die Michelle, das ist doch die dich letztens so geplagt hat. Ja, genau. Tut sie denn jetzt wieder normal? Ja, eigentlich schon, aber wir sind schon nicht die besten Freundinnen. So, da. Dein Sirup. Merci. Leo, was ist das? Ja, Barbara, gut, gell? Wow, grusig ist er. Also, jetzt komm. Ja, hast du keinen Zwetschgensirup mehr? Ja, ich habe gedacht, man probiert mal etwas Neues. Wir zusammen überlegt, wie man den Handydieb verwischen kann. Am besten wäre ja, man ertappt ihn beim Stellen. Aber Überwachungskameras gibt es im Schulhaus nicht. Also müsste jemand alles immer beobachten, zum Beispiel... Ja, zum Beispiel ich. Leo, wie willst du in einem Schulhaus unauffällig rumstehen? Du bist viel zu alt. Ja, ich lege einen blauen Jopen an, verkleide mich als Abwart. Ja, was sagt der richtige Abwart dazu? Das geht doch nicht. Und wenn wir dem Dieb eine Falle stellen, du hast doch mal etwas mit so einer Kamera gemacht. Stimmt. Hey, das ist eine super Idee, Leo. Zeig mir mal dein neues Handy. Hey, das brauche ich im Fall noch. Ja, zeig mal. Apps, Überwachung. Apps, was ist denn das wieder? Ja, eine App, das ist so eine Anwendung fürs Handy. Schau, da hat es ein Programm zum Überwachen. Immer wenn sich etwas vor der Kamera bewegt, macht sie ein Foto. Donnerwetter. Der Leo hat kürzlich ein neues Telefon gekauft. Also, es ist ihm aufgeschwätzt worden im Laden. Er kann es gar nicht richtig bedienen. Ich die Überwachungs-App installiert. Und das war mein Plan. Das Smartphone vom Leo haben wir in einen alten Turnsack mit einem kleinen Loch drin, so dass die Kamera rausfilmt. Und dann hat ja der Leo noch sein altes Handy, das kaputte. Das habe ich in einer Jacke auf ein Bänkchen im Schulhausgang gelegt. Das neue Handy im Turnsack habe ich an der Garderobe so aufgehängt, dass die Kamera die Jacke mit dem alten Handy im Blick hatte. Und wenn der Dieb kommt, klick, habe ich ein Bild von ihm auf dem Leo seinem Smartphone. So haben wir es gemacht. Ich war den ganzen Vormittag nervös. Ich konnte ja nicht dauernd schauen, sonst fällt es auf. Als ich am Mittag wieder schauen, war die Jacke noch da. Das Handy aber verschwunden. Sofort bin ich zum Turnsack. Shit. Der war voll weg. Und damit auch am Leo sein Handy. Mist. Tja, der Schuss ist hinten raus. Ja, ich weiss. Sorry, Leo. Es tut mir wirklich leid. Ja, kaufe ich halt wieder ein neues. Ich zahle dir im Fall auch etwas. Auf meinem Konto habe ich noch... Ja, Papp. Ich bin ja einverstanden, dass du mein Handy brauchst. Und außerdem ist das gerade gut. Dann habe ich wieder ein einfaches Modell. All die neuen Funktionen, SMS, GPS, VBS, TCS... Aber SMS kennst du doch schon. Mir gleich, das macht nur alles kompliziert. Ich will lieber wieder meine alten Handy kochen. Gell, Jakobli? Ich war ein bisschen ratlos, wie es weitergehen soll. Aber am nächsten Tag bin ich ins Schulzimmer gekommen. Und was sehe ich? Die Michelle mit einem neuen Handy. Sie hat es gerade dem Luis gezeigt. Also, es hat Spracherkennung, da 2 Kameras, da kann man 3D-Bilder machen. Geil, zeig mal. Warte schnell. Ja, im Moment funktioniert es noch nicht. Ich muss noch ein Update machen. Aber Michelle, das lässt dir jetzt nicht mehr klauen. Ja, klar. Ciao zusammen. Hey Lisa, hast du etwas herausgefunden? Nein. Du zeig mir mal das Handy. Ist das neu? Ja, also von meinem Vater. Was ist es denn für ein Modell? Das neueste halt. Hey! Gib mal an. Wieso? Ja, jetzt gib's mir. Lisa! Spinnst? Hey, nimm der Michelle doch nicht einfach ihr Handy weg. Wieso nicht? Das ist nämlich genau das Modell, das gestern... Wo gestern was? Nichts. Was, nichts? Oh, so peinlich. Ich habe Michelle das Handy aus der Hand geschissen. Ich war todsicher, das ist Leo sein Smartphone, das weggekommen ist. Aber dann habe ich gemerkt, Leo sein Modell hat ja nur eine Kamera und nicht 2. Aber irgendwie muss man doch gestohlene Handys wiederfinden. Ich auf die Suche im Internet. Am Leo sein Handy hatte zwar eine Suchfunktion, aber dummerweise hat er die nie eingeschaltet. Es gibt so Internetseiten, wo man sein Handy registrieren kann. Und wenn man es verliert, dann sieht man ungefähr, wo es ist. Aber für das müsste man sein Handy angemeldet haben. Ich weiter gegoogelt. Lisa, stell jetzt mal den Kompi ab!
Nach einem Zeitchen habe ich gemerkt, wenn das Handy ausgeschaltet ist oder jemand die SIM-Karte rausnimmt, keine Chance, um es wieder zu finden. Mit moderner Technik ist der Fall also unlösbar. Später im Bett ist mir dann doch noch eine Idee gekommen, ohne Technik. Vielleicht klappt es nicht, aber probieren kann man es ja. Jakob als Spürhund? Also, ich weiss nicht, Lisa, ob das klappt. Wieso nicht? Ich meine, sie hat mir doch auch mal in einem Keller unten erschnüffelt. Ja, dich vielleicht schon, aber das Handy... Ja, wir müssen einfach machen, dass das Handy gleich schmeckt wie ich. Und? Wie macht man das bitte? Ich habe bei uns daheim noch ein kaputtes Handy gefunden. Von mir mehr. Das habe ich in der Nacht zu mir ins Bett genommen. Am nächsten Morgen früh habe ich das Handy im Schulhausgang auf ein Bänkchen gelegt und ein bisschen später sind Leo und Jakob vorbeigekommen. Ist es verschwunden? Ja, genau da ist es gelegen. Schau, Jakob, da. Such, Jakob, such. Meinst du wirklich, sie begreift das? Sie reagiert gar nicht. Vielleicht schmeckt sie nicht, dass das Handy da gelegen ist. Ich gebe ihr mal mein Jäckchen, um daran zu schmecken. So, Jakob, schmeckst du es? Einmal jetzt. Jetzt schau. Such, Jakob, such. Such, wo schmeckt es nach der Lisa? Such. Nein, nicht zu mir, Jakob. Oh, jetzt kuppelt sie da rauf. Nein, such das Handy. Hopp. Ich glaube, das klappt nicht. Das muss aber. Jakob, such. Such. Oh, jetzt säckelt sie. Sie hat eine Spur, Leo, schnell. Ja, ich bin nicht mehr 20. Komm, wir müssen ihr nachher. Ja, gang du schon mal. Ich bin Jakob nachgerannt. Und sie ist voll in ein Schulzimmer rein. Super, habe ich gedacht. Jetzt haben wir den Dieb. Der Leo ist dann nach gefühlten 3 Stunden auch endlich gekommen. Ah, da hätten wir den jungen Mann. Aber... Bist du der Handydieb? Leo, das ist... Was ist? Wir sind im Schulzimmer der Zweitklässler gestanden. Und das war mein Bruder. Und Jakob hat ihn angebaut. Mir sofort klar, da ist etwas schief gelaufen. Mein Brüderherzli hat die Situation natürlich voll ausgekostet. Detektiv, primitiv, Detektiv, primitiv, he, he, he. Jakob hat also mein Brüder erschnüffelt, statt mein Handy. Vielleicht ist sie am Waschmittel gelegen oder wir schmecken einfach gleich. Mein Brüder und ich. Beides wäre blöd. Auf jeden Fall habe ich nicht geglaubt, dass er der Dieb könnte sein. Erstens ist er zu dumm und zweitens, der hat keine kriminelle Energie. Eigentlich überhaupt keine Energie. Rasch hat die ganze Schule von meiner Diebesjagd gewusst. Oh, super! Zum Glück konnte ich gleich heim können. Ich habe zur Sicherheit noch meinem kleinen Bruder sein Zimmer durchsucht. Man weiss ja nie. Aber kein Hinweis auf ein gestohlenes Handy. Nur den Ersatzschlüssel zu meiner Potschublade habe ich gefunden. Der Double! Ich voll Depro zum Leo. Da, Lisa. Ein Sirup. Ich trinke keinen Rhabarber-Sirup. Probier doch. Ja, habe ich schon. Jetzt nimm einen Schluck. Der halt. Zwetschgen. Ja. Cool. Leo, was soll ich nur machen? Also jetzt stecken wir sicher nicht den Kopf zusammen. Der Dieb finden wir. Aber ich komme zuerst einmal ein neues Handy kaufen. Und ob das Gestohlene wieder vorkommt. Hey Leo, Jakob. Nach Sine? Ja. Hoi, Jakob. Hoi. Ja, wie geht's? Leo? Ja? Leo, Jakob blutet. Was? Am Hinterbein hat Jakob eine grosse Wunde gehabt. Das Fähli war nass vom Blut. Wenn man sie angelenkt hat, ist sie zusammengezuckt. Wir sofort zum Tierarzt. Der hat gesagt, nicht lebensgefährlich. Aber Jakob ist angeschossen worden. Mit einem Gewehr. Ich war sicher, das ist eine Warnung vom Handydieb. Und alles nur wegen mir. Da ist mir der Sinn gekommen, dass ich mal von so Kameras gehört habe, wo man einer Katze oder einem Hund um den Hals hängen kann. Vielleicht wäre das etwas. Jakob wird überwacht und wenn wir Glück haben, macht sie noch ein Bild vom Handydieb. Am nächsten Tag bin ich ins Fotogeschäft und habe eine alte Bekannte getroffen. Lisa, die habe ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, stimmt. Ich habe mich fast vermisst, aber nur fast.
Frau Selle, seid ihr eigentlich immer noch hinter dem schwarzen Panther her? Jawohl, und ich... Ja gut, aber das geht dich jetzt ja nicht an. Keine Angst, ich habe genug zu tun schon. Aber was macht ihr hier im Laden? Ich rüste auf. Aha. Brauche eine bessere Kamera, eine, die in der Nacht gute Bilder schiesst. Okay. Die Panther-Story, das ist die Geschichte von meinem Leben. Ich spüre es. Zeitungen und Fernsehstationen von der ganzen Welt läuten mir an wegen dieser Geschichte. Ja, gibt es denn schon etwas Neues? Ja. Jemand hat den Panther getroffen. Letzte Nacht. In der Stadt. Wo? Im Langfeld-Quartier. Im Langfeld? Merci für die Info. Aber du hast doch gesagt, du interessierst dich nicht für die Geschichte. Lisa, hast du mich reingelegt? Ich habe natürlich nur geblufft. Der Panther war mir nämlich ziemlich egal. Aber ich konnte es dann gleich nicht lassen, sich ein bisschen zu stressen. Auch wenn ich den Panther nicht gesucht habe. Noch nicht. Ich also so eine Kamera gekauft für ihren vierbeinigen Freund, wo man an einem Hund um ein Haus hängen kann. Der Leo hat es nicht so toll gefunden, dass seine Hündin jetzt eine Kamera am Hausbang hat. Ich bin heim und noch am gleichen Tag meldet sich der Leo bei mir. Lisa, ich habe ein Foto vom Handydieb. Was? Auf der Kamera von der Jakob? Jetzt schon? Nein, auf meinem Handy. Dein Handy ist wieder vorgekommen? Nein, ja, ich habe doch ein neues Handy gekauft. Ja, dort sind Bilder drauf. Nein. Leo, du machst es mega puff. Hast deine Ginseng-Tropfen mal wieder nicht genommen? Also freche Drucke. Komm vorbei und schau dir die Bilder an. Ich sofort los zum Leo. Er hat mir erklärt, wo die Bilder herkommen. Die Fotos da sind aus der Wolke. Aus der Wolke? Genau. Du bist immer verwirrter, Leo. Nein, der Verkäufer hat mir das mit dieser Wolke alles erklärt. Er wollte wissen, ob ich Daten von meinem alten Handy behalten will. Ich habe ihm gesagt, hey, mein altes Handy ist doch gestohlen worden. Darauf aber er, das macht nichts. Alle Daten sind in dieser Internetswolke gespeichert. Aber ja klar, das ist doch logisch. Was logisch? Nicht logisch. Ich mache ein Foto und das geht, ohne dass ich es merke, ins Internet. Ja, das ist eben die Cloud, die Datenwoche. Jetzt haben wir ein Foto vom Dieb. Ja, mehr als eins. Der flotte Kerl vom Laden hat mir dann die Bilder da ausgedruckt. Wirklich? Wow, da sieht man den Dieb, wie er auf die Jacke zugeht. Ja, und da langt er in die Tasche von der Jacke. Aha. Und beim dritten Bild da sieht man nur seine Schultern. Ja, das ist wahrscheinlich genau dann, wo er in den Turnsack reingelenkt hat. Ja. Aber man sieht sein Gesicht nie. Ja, er hat so eine rote Kappe an. Ja, ein Cap. Was? Ein Cap, eine Baseballkappe. Ja. Du, Leo, etwas anderes. Wie geht's der Jakob? Ja, besser. Sie traut sich schon wieder in den Garten weiter, aber nicht. Ja. Ist wahrscheinlich besser so. Die Bilder vom Handydieb helfen vielleicht gleich weiter, auch wenn man sein Gesicht nicht sieht. Aber vielleicht erkennt man ja sonst jemanden. Darum habe ich daheim am Kompi sein Bild auf Facebook gepostet und dazu geschrieben: Wer kennt diesen Handydieb? Hinweise direkt an mich. Am nächsten Nami ist die Sekretärin der Schule zu mir gekommen und hat ganz aufgeregt da, ich müsse sofort mitkommen. Ob der Handydieb gefunden worden sei, kann ich wissen. Sie hat gefunden, ich müsse sofort zum Rektor. Lisa. Hä? Das Bild auf Facebook ist von dir. Richtig? Ja. Und schon 400 Leute haben auf «Gefällt mir» geklickt. Ja, das ist doch super, oder? Woher hast du das Foto? Ja, das habe ich mit einer Kamera, die ich versteckt habe. Und dann habe ich eine App und... Im Schulhaus. Eine versteckte Kamera. Geht's dir noch? Aber immerhin habe ich den Handydieb ertappt, wie er... Du nimmst das Bild sofort vom Netz. Verstanden? Aber nicht aber. Du darfst im Schulhaus nicht heimlich filmen oder Bilder machen. Und schon recht nicht Bilder im Internet veröffentlichen. Aber wie soll ich denn den Handydieb sonst finden? Gar nicht. Ermitteln ist kein Schulfach. Und wenn die Person auf dem Bild gar nicht der Handydieb ist, dann verurteilst du einen Unschuldigen. Aber das ist nicht sicher im Fall. Du hast keinen Beweis. Nur wegen dem roten Technikkäppli. Das ist Selbstjustiz. Illegal. Ich will das in meinem Schulhaus nicht haben. Aber Herr... Löschen.
Verstanden? Ich also das Bild gelöscht. Oh Mann, hat mich das genervt. Nur weil vielleicht nicht der Typ auf dem Bild das Handy geklaut hat. Der Rektor hat alles verdorben. Der Rektor hat absolut recht. Privatsphäre, Lisa. Boah, der Leo war auch keine Hilfe. Ich bin nämlich bei ihm die Kamera von der Jakob holen. Ich habe daheim auf dem Kompi die Bilder angeschaut. Alle 3 Minuten hat sie ein Foto gemacht. Die Jakob war am Abend schon unterwegs, aber auf den Bildern war nicht viel drauf. Mal ein Auto, mal 2 Enten, dann eine Strassenlampe. Immerhin habe ich jetzt gewusst, dass die Kamera funktioniert. Bin dann noch ein bisschen im Internet herumgehangen und irgendwann auf die Webseite vom Radio 99 gelandet. Die grosse Schlagzeile «Auf frischer Tat ertappt, ist das der Panther?» und ein unscharfes Bild von einem schwarzen Tier. Die Reporterin hat es gestern am Abend um die 10 beim Entenzüchter aufgenommen. Enten! Ich nochmal das Entenbild von der Kamera angeschaut. Aufnahmezeit 22:03. Ich bin schnurstracks zum Leo. Leo, die Jakob ist der Panther. Was? Ja, sie geht doch auch beim Abend raus. Donnerwetter. Der Leo hat es zuerst nicht glauben. Und dann haben wir es schnell verglichen. Wenn man den Panther gesehen hat und wenn die Jakob unterwegs war. Es hat immer gestimmt. Zusammen sind wir zum Tierzüchter. Natürlich ohne die Jakob. Der Züchter hat ja Enten und Küngel. Rufener. Ich habe an der letzten Rammler-Show gerade 2-mal den ersten Platz belegt. Rammler-Show? Rammler sind Küngel, Lisa. Aha. Und meine Krickenten sind bei der Europashow jedes Jahr auf den vordersten Plätzen. Jetzt hat das Viech schon 3 Töte. Ja, der Panther, das Viech, genau. Darum sind wir eben hier. Immer wieder kommt das Tier. Dabei habe ich schon einmal eine Kugel ins Fell gepfeffert. Was Sie sind das gewesen? Das Monster hat meine Enten umgebracht. Das Monster ist wie ein Hund. Ihr Hund? Was hat der bei meinen Enten zu? Also wieso sperren Sie Ihre Enten nicht jede Nacht? Da muss ich mich ja nicht wundern. Sie schützen Ihren Hund, den Entenkiller. Jetzt hört aber aus. Also Sie müssen mir so gar nicht gut. Jakob, hast du die einfach so Nein. Wenn Ihre Enten Sie provozieren, dann kann ich auch nichts dafür. Dass ich nicht lache. Gut, Tori! Oh, also Lisa, jetzt musst du nicht ausfällig werden. Ja, man kann ja zusammen reden. Und dann haben sie zusammen geredet. Der Leo hat dem Entenzüchter gesagt, dass es ihm leid tut. Er will ihm den Schaden ersetzen und schaut besser zu den Jakob. Der Züchter hat immerhin auch gefunden, vielleicht müsse er seine Enten in der Nacht rein tun. Plötzlich haben die 2 Männer ganz vernünftig zusammen geredet. Siehst du, Lisa, so löst man Probleme unter erwachsenen Menschen. Wir sind schliesslich zivilisiert. Ja. Genau. Also dir nochmal wegen dieser Geschichte mit dem Panther, Herr Rufener. Ich habe nie von einem Panther geredet. Das war die Reporterin. Ah, Sibyl Seller. Möglich. Auf jeden Fall habe ich nur gesagt, es ist sicher ein Raubtier. Also Jakob ist doch kein Raubtier. Also muss ich Ihnen jetzt noch mal erklären. Sie müssen mir gar nichts erklären. Jakob ist kein Raubtier, ist ein Monster. Fast hätte es wieder von vorne angefangen. Ich also dem Züchter gesagt, er soll doch bitte der Reporterin nicht sagen, dass der Panther in Wirklichkeit ein Hund ist. Ich wollte sie noch ein bisschen weitersuchen. Aber eigentlich war mir ja die Panther-Geschichte egal. Mehr gestresst hat mich, dass ich noch immer keine Spur vom Handydieb. Immer wieder sind meine Klassenkameraden gekommen und haben gefragt. Zum Beispiel der Blerim. Lisa! Mann, weisst du schon mehr? Und dort Michelle. Ich wäre im Fall mega froh. Du weisst ja warum. Nährt Anna. Lisa, du musst etwas machen. Und natürlich der Luis. Ich habe gemeint, du seist der Super Sherlock. Die ewige Fragerei ist mir auf den Geist gegangen. Am liebsten wäre ich nicht mit Schule. Der Leo hat mich versucht, wieder zu motivieren. Jetzt willst du aber nicht aufgeben, gell? Ja, schon nicht, Leo, aber was soll ich denn noch machen? Wie viele Handys sind unterdessen weggekommen? Ja, so zwischen 20 und 30. Was, so viel? Ja, wo kommen denn die alle her? Ja, das weiss ich doch nicht. Wahrscheinlich verkauft. Vielleicht sollten wir mal in die Brockenhäuser. Nein, weisst du was, Leo? Wir schauen im Internet, dort kann man es versteigern.
Komm, wir schauen mal, wer in letzter Zeit Handys verkauft hat. Ich sofort heim und angefangen, im Internet alle Auktionsseiten abzuchecken. Bei den Handyangeboten habe ich nach Verkäufern aus unserer Stadt gesucht. Wieder mal einen langen Abend vor dem Kompi. Lisa, ich sage das jetzt zum letzten Mal! Und dann habe ich einen entdeckt. Cool 33. Handyverkäufer von hier. Unter dem Leo seinem Namen habe ich mich angemeldet. Ja, und ich komme dann wieder Post über, ich habe eine Reise nach Ibiza gewonnen oder so. Nein, Leo. Mach dir gescheit das Passwort. Gross J, klein I, klein E, klein G, gross H, 99. Was, warum? Das ist die Abkürzung für Jakob ist ein guter Hund. J-I-E-G-H. Und warum 99? Nicht ganz 100. Ach, das ist mir zu blöd. Mach's einfach. Okay. Jetzt gehe ich auf das Handy. Auf so verkaufen. Bestätigen. Und schon haben wir es. Jetzt müssen wir nur noch den Übergabetermin abmachen. Und dann wissen wir, wer das Handy geklaut hat. Tja, und wenn der Verkäufer gar nicht der Dieb ist? An das wollte ich nicht denken. Ich habe am Handyverkäufer geschrieben, am besten Übergabe vom Handy am Bahnhof-Treffpunkt. Am 5 Uhr. Er hat zurückgeschrieben, okay. Darauf ich ihm noch, wie ich aussehe. Also natürlich, wie der Leo aussieht. Am Bahnhof hat der Leo am Treffpunkt gewartet. Ich einen Stock oben dran mit dem Handy zum Filmen parat. Der Leo hat ein bisschen verloren ausgesehen. Wieso muss ich eigentlich immer fremde Leute treffen? Als ob das Lisa nicht selber kennt. Wo ist sie eigentlich? Ah, da oben steht sie. Kommt echt der Handyverkäufer. Jetzt ist es schon 8 ab 5 Uhr. Grüezi. Wegen dem Handy. Sind Sie der Leodegar Müller? Ja. Und du, also Sie sind der Cool 33? Ja, genau. Da ist das Handy. Danke. Und Sie haben ja jetzt noch etwas über, also. Genau. Ja, wie viel haben wir abgemacht? 125. 125 Franken? Dummer Wetter, das ist aber ein stolzer Preis. Ja, aber das haben wir abgemacht. Ja, du. Moment. Luis? Schnell, ich muss auf den Zug. Ja, nur nicht gesprengt. Hey, Luis, was geht? Shit, jetzt sind wir das Handy wieder. Hey, doch nicht mit Gewalt bist. Luis, stopp! Hör auf! Lisa. Hoi. Du, ich muss... Du musst gleich weg. Kannst du schon. Ich habe alles gefilmt. Shit. Lisa, du Ratte. Der Luis musste einsehen, ich bin doch nicht so eine schlechte Detektivin. Außerdem hat er zugegeben, er hat all die Handys geklaut. Die meisten schon verkauft. Oder Michelle ihres. Ich hätte so gerne die Fotos gesehen, die sie von sich für den Mario gemacht hat. Aber eben. Eine Woche später musste Luis das Schulhaus wechseln. Besser für alle. Wer vertraut schon einem Dieb? Ah, und der Panther, der ist natürlich nicht mehr auftaucht. Das heisst, ein einziges Mal noch, weil ich dann doch der Reporterin wollte das lange Suchen ersparen. Bin darum extra mit der Jakob in die Redaktion gegangen. Die Reporterin ist rausgekommen. Lisa, was ist? Ich bin sehr beschäftigt. Ich wollte nur den schwarzen Panther zeigen. Was, du hast ihn gefunden? Ja. Und wo ist er? Hoffentlich eingesperrt. Hier, vor eurer Nase. Ich sehe aber nichts. Da alleine. Also, das ist doch kein Panther, das ist ein Hund. Ja, für gewisse Leute ist ein Hund halt ein Panther. Also, für dich vielleicht. Aber ich finde den Panther ganz bestimmt. Ich habe eine heisse Spur. Also, ich muss. Tschüss. Und weg ist sie. Eigentlich schade, weil der schwarze Panther findet sie garantiert nie. Gau, Jakob. Auf jeden Fall nicht, solange ich dich alleine habe. L und L, definitiv ein besonderes Detektivduo. Wenn du noch mehr Geschichten hören willst, ab auf srfkids.ch, da gibt es ganz viel zum Entdecken. Und abonniere unbedingt den Podcast, dann verpasst du garantiert keine Geschichte. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss von mir, Anna Zöllig.